Ein wunderschöner guten Abend, hier ist der Steseler Fernsehen. Der traditionelle Kirmeskonzert zu Heeströff hatte eine Premiere. Und zwar war es ein echter Konzert am Festsaal an der neuen Maison Relais an der Baumschule. Herr Bürgermeister, Herr Deputierten, die Damen und Herren aus dem Schaffener Gemeinderat, Herr Pastor, Madame Vertreter von der Union Product Adolphe, Madame Präsidentin vom Syndikat Initiativtiers entschuldigt, Live-Musikantinnen und Musikanten, Herr Ehrendirigent, die Damen und Herren, Live-Freunde von unserer Harmonie. Am Namen von unserer Harmonie Lekodel und Sett aus der Gemeinde Stesel begrüßen ich ganz herzlich auf unserem Kirmeskonzert zu Heeströff. Für dich ein großes Kompliment dem Herrn Bürgermeister Jean-Pierre Klein mit seinem Schaffener Gemeinderat für die großartige Bau hier um Part am Namen Baumschule. Mit diesen schönen Gymnas, die sicher auch für kulturelle Zwecke gut sich eigen lässt. Merci dann auch, dass wir diese Kirmeskonzert heute spielen können. Ich will auch alle guten den Kandidaten und den Kandidatinnen, die sich für den Gemeinderat abgesagt hatten, felicitieren. Und speziell unseren Bürgermeister für sein 6. Mandat und dafür bei der Gelegenheit will ich ihm ein Buch überreichen. Der Kompositeur Charpentier, also Pariser Jung, hat in der Zeit von Louis XIV am 17. Jahrhundert gelebt. Und er war von der italienischen Kunst begeistert und das auch 1665 als nach Rom gereist, für Malerei zu studieren. Da hat er aber Kontakt mit Giacomo Carissimi, den damals berühmtesten römischen Komponist. Er wurde dann sein Schüler, was dabei herauskommt, dass der Charpentier sich zur Musik bekannt hat. Als Komponist wird er Opern, pastorale Schauspielmusik, Komödien, Kirchenmusik und so viel produziert. Sein Genre war Barockmusik. Even seine bekannteste Werke als den Hauptthema aus dem Präludium für seinem Te Deum, den halt als Fanfare an der Television am Kader von Eurovisionssendungen zu hören ist. Den Henri Purcell, ein geborener Engländer, von nicht Mann berühmte wie der Charpentier, hat doch am 17. Jahrhundert gelebt, gilt als von der bedeutendsten Komponisten aus England von der Zeit auch hoch geschätzt. Ihm gab damals den Ehrentitel Orpheus Britannicus zugestanden. Wir lauschen von Purcell Rondo für die Runde Charpentier, eine Komposition, oder die zwei Kompositionen, die in die Welt gegangen sind.
Damen und Herren, liebe Kirmesgäste. Das ist eine Tradition, und es wird kein Kirmes, von der Harmonie, nicht darüber noch gefallen, für den Himmelsmarsch durch Dörf auflegen zu lassen, auf ihre Konzerte zu spielen, bei Gelegenheit für die Kirmes. Es wird keine Kirmesstimmung, von der nicht der Fall wäre. Und dafür vielen uns merci für den Erfolg, den der Markt für die Tradition aufrechtzuerhalten, wissend auch, dass es immer mehr schwer geht, aber mehr Energie kostet für die Kochtisch oder die Konzerte zu machen, besonders die Kochtisch, den Tag für die Kirmes, an der Gemeinde, an der Wirtschaft immer mehr groß geht, wo man nach vor immer mehr vor aufgelangt wird. Merci dafür, und merci ganz besonders für den flotte Konzert von heute Mittag, den eine Kirmesstimmung schafft, an den auch weist, weder Zusammenhalt, aber wieder darauf hält, für die Konzert zu organisieren und anzuproben. Das haut wohl ein Premiere für Konzert, wie das nicht ein Premiere von ihrem Auftritt hier an der Halle, an der neuen Halle, wo wir schon für Jahre versprochen, dass wir auch zu kulturellen Zwecken dingen. Wir wissen, dass der 27. September dabei wird, für die Inaugurationsfeier zu enkadrieren und noch zu verschönern und dürfen auch am Nachhinein, vielen uns merci, und auch wissen, dass wir während Jahren ganz hell gespielt haben und dass wir nur hier eine konkrete Lesung haben für die Zukunft können, von ein als Konzert zu spielen. Und übrigens, wenn ich schlecht wurde, heute für 14 Tage ausgemerkt, dass auch in Zukunft und in den nächsten 2 Jahren, wir wissen nicht, wie dass die Konzerte noch hier stattfanden, von der Barrikade mit der deutschen Militärmusik von der Bundesrepublik Deutschland, die kommen nach hinten, nachdem das war schon Gastrepublikan, Musik von der Gastrepublikan in der Gemeinde hatten, und da kann man auch mal einen Vergleich machen, zwischen den Franzosen und den Deutschen, was für Musik das die Beste ist. Und das schon angekündigt, und das fährt in Zukunft lang im nächsten Fall hier an der Halle singen. Merci, Madame Präsidentin, für die Felicitationen, die da immer entgegengebracht wird. Und ich fühle das so, dass das doch für die ganze Kanzler und für die neuen Elüden ist, und dass es doch für die ist, die eventuell die nicht die Chance hatten, für Haut als gewählten Halt zu sind, wie auch denen Merci ging ich so, und das wollte auch sicher mal machen, für ihre Verfügungstellung, für sich die Wahlen zu stellen, auch was sie nicht gewählt sind, wie ihnen vielen uns Merci für die Courage, die sie hatten, auch für den Ansatz, den sie gewiesen haben, am Sinn von der Demokratie, am Sinn auch von der Ansatz für die Qualität der Vier in der Gemeinde zu verbessern, für Mehrheit zu stehen. Ihnen vielen uns Merci und ich vielen uns Merci für die Felicitationen. Wir werden auch weiterhin als Kanzler ein ganz gutes Zusammenarbeit fanden zwischen der Gemeinde, zwischen dem Chefrat und dem Gemeinderat und auch zwischen der Harmonie. Ganz besonders auch an den Relationen zwischen dem Ensemble und den Musikskoren, für auch da weiterzukommen, auf die Qualität von der Harmonie noch weiter zu verbessern. Auch persönlich für uns merci, ich habe die große Chance, gerade mal gerechnet, für 30. beim Kirmeskonzert hier als Bürgermeister zu schwätzen, und dafür ging auch der ganze Population am Namen von den Elüen. Vielen uns merci so für das Vertrauen, weil bei den Wahlen anders gesagt haben, und wir werden das Vertrauen durch alle nutzen, für zum Wohl von der kulturellen Animation hier an der Gemeinde nach weiterführen zu kommen.
90 Jahre kruten Herr René Till. Wir waren mit der Kamera dabei. Voilà, gute Mittag, Damen und Herren. Wir sind heute mitten zusammengekommen, für einen runden Geburtstag zu feiern. Das könnt ihr nicht so oft hier im Haus für, dass wir einen runden Geburtstag können so feiern, 90, 95 oder sogar 100 Jahre. Wir heute also so weit, wo wir den Herrn René Till können feiern, den 13. Oktober sind 90 Jahre gefeiert oder wo wir alle froh sind, für dann heute können ein bisschen zusammen zu sehen. Den Herr Till ist den 1. Juni 2016 bei uns vorgekommen mit Sänger Madame, wo wir ganz froh sind, dass wir ein ganz live Koppel konnte bei uns abholen. Das ist nicht die erste Herr oder Madame Till, die wir bei uns abgeholt haben. 2012 haben wir schon ihre Schwester abgeholt, die Schwester Bernadette, die noch schon so lange bei uns wohnt, am Haus Regina Pazis. Und 2014 konnten wir auch nach ihrer Schwester Madame Harvey abholen, die wir leider das Jahr zu früh uns schon verloren. Wir sind auf jeden Fall froh, dass er bei uns ist, dass er sich gut angelebt hat und dass er bei guter Gesundheit ist. Und wir sind noch froh, dass er noch so rüstig sieht, dass er noch so mobil sieht. Gesagt, ich ganz oft am Park spazieren gehen. Und unser Wunsch wird, dass er das nach vielen Jahren machen kann, dass er noch viele Kilometer könnt mit dieser Frau zusammen machen. Voilà, die sind den 13. Oktober zu 1927 zu Eiche geboren. Du war ich an der Zeit findest, die hatte wohl möchte. Die lagen da bei der vollen Schränk. Die war ganz lang, wo ich möchte, zu Eiche. Die sind von nach Kanne, die ist dann an der Fernbrüste. Die selber gut für ihr Kanne, die sind echt wohl eng, also Großpap. Die sind auch nach Urgroßpap. Das ist wirklich eine schöne Sache, da werde ich auch noch den Kanne und die Franz kann gut erhalten und wir wünschen nicht, dass er da in Zukunft noch weitermachen kann. Er sieht wahrscheinlich, wer wo so gehen, weil er auch noch an der Scouten wird. Weil er immer bereit wird, für die Jahre dort zu sein, wenn er da auch Jahre verbrücht hat, die er dort Arbeit geschafft, die er hat lang geschafft und er hat sich auch, wie gesagt, tätig gemacht an verdienstvoller Wissen bei den Armeepeers. Wir sind in den Europäischen gekommen, vom 11. Juni 2016 an einem wunderbaren Umfeld, beide Leute an dem Beginn von einer ganz guten Pflege. Und wir werden dann Gelegenheit, oder die dann an dem Moment durchsehen, die werden dann noch nach Gelegenheit kriegen, vielleicht für 100 Jahre zu wünschen. Das wünschen wir euch an eine schöne Zukunft, gute Chance, bei guter mentaler und physischer Gesundheit. Merci. Das war nicht gerade, wie er das gesagt. Ich denke dann, dass nicht, was die Mama der Ursel gespielt hat. Heute hat er zwei, heute hat er zwei. Und das ist auch bei mir nicht besser. Ne? Also, das ist nochmal gut versüßt. Wir sind das wann etwas auf hier kommt, dass er ein Hennas nicht. Und das ist so Tatsache. Ein Urniwer reicht vom Botschafter aus Österreich für den Bürgermeister Jean-Pierre Klein. So, live Freund von der Luxemburgisch-Österreichischen Vereinigung. Meine Frau und ich sind echt froh, dass wir heute bei ihr können sein und mit ihr können feiern diesen Abend. Das ist ein wichtiger Abend für die Relationen zwischen Österreich und Luxemburg. Die Luxemburgisch-Österreichische Vereinigung ist ein wichtiger Bestandteil von der bilateralen Zusammenarbeit. Und wir sind echt aufrecht, dass die so viel für uns machen. Ich bin auch froh, dass der Bürgermeister von Steinzel heute mit uns ist.
heeft viel gemacht für die Relationen zwischen diese Länder. Und jetzt darf ich auf Deutsch weitermachen. Also wir sind immer wahnsinnig gern hier, muss ich sagen. Und es freut uns sehr, dass die Gemeinde Steinzl so mit Österreich verbunden ist und so viel mit Österreich macht. Und das liegt natürlich an der luxemburgisch-österreichischen Vereinigung. Und der Herr Greifelding als Präsident hätte schon eine österreichische Auszeichnung erhalten, die er stolz trägt. Und das freut mich sehr. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Gemeinde, glaube ich, die luxemburgisch-österreichische Vereinigung stark unterstützt. Und nicht nur das, also immer, wenn wir irgendwelche Ideen haben, dass man irgendwas machen könnte, gibt es einen Bürgermeister am Land, der begeistert sagt, ja, da machen wir mit und das ist eine tolle Idee. Ich möchte nur zwei Bereiche erwähnen, die in der letzten Zeit für uns sehr, sehr wichtig waren. Wie wir nach Luxemburg gekommen sind, wollten wir auch die sportliche Zusammenarbeit zwischen Luxemburg und Österreich stärken. Wie Sie wissen, gibt es im Juni immer die United World Games in Klagenfurt, wo sich Jugendliche aus der ganzen Welt treffen und in verschiedenen Sportarten aneinander messen können. Auch hier die Gemeinde Steinzl sofort gesagt, das ist eine tolle Idee, da machen Sie mit. Steinzl kommt mit unglaublich vielen Kindern und Sportvereinen jedes Jahr nach Klagenfurt. Das macht den Kindern, glaube ich, auch sehr viel Spaß. Vor 2 Jahren war Luxemburg zum ersten Mal dabei, da waren wir mit unserem Hockeyverein aus Luxemburg und im Steinzl auch dabei und auch Badringen, was dann dazu geführt hat, dass bei 50, 60 Delegationen aus den USA, Deutschland, Österreich, Frankreich, aus der ganzen Welt Luxemburg eine der größten Delegationen war. Also ich glaube, das kommt nicht bei vielen Sportereignissen vor. Und das ist schon auch das Verdienst der Gemeinde Steinzl und hier ganz besonders von Bürgermeister Klein, dass Luxemburg so eine starke Delegation hat bei diesen Jugendspielen, die für die Kinder lustig sind, aber auch für uns natürlich sehr, sehr wichtig sind. Der zweite Punkt, den ich erwähnen möchte, ist, dieses Jahr hatten wir den Schwerpunkt 300 Jahre Maria Theresia, unsere gemeinsame Herrscherin, die eben nicht nur Kaiserin in Wien war, sondern auch Herzogin von Luxemburg. Da haben wir so eine Reihe von Veranstaltungen gemacht. Unter anderem wollten wir ein Konzert machen mit Musik aus dem 18. Jahrhundert und auch mit einem Stück, das extra zum Anlass des 300. Geburtstags von Maria Theresia komponiert wurde. Und auch hier Bürgermeister Klein sofort vorgeschlagen, das machen wir in Steinzl. Und wir hatten dieses Konzert in der Kirche in Steinzl, das war wirklich wunderschön, das war, glaube ich, ein tolles Konzert und danach ein sehr großzügiger Empfang. Und das ist auch ein sehr schönes Projekt, das wir dieses Jahr machen könnten. Abgesehen davon, dass wir auch eine österreichische Partnergemeinde haben. Also hier geht es wirklich über viele, viele Jahre hinweg eine gute Zusammenarbeit und sehr viel Engagement von Bürgermeister Klein für die österreichisch-luxemburgischen Beziehungen. Und deswegen haben wir uns gedacht, könnten wir mal dem Herrn Bundespräsidenten vorschlagen, das mit einer Auszeichnung zu honorieren. Der Bundespräsident hat das sofort wahrgenommen und normalerweise dauert es einige Monate. In diesem Fall war das nach wenigen Wochen schon klar, dass dieser Orden hier verliehen wird. Und es freut mich sehr, dass wir das in dieser luxemburgisch-österreichischen Umgebung heute vornehmen dürfen, dass ich Ihnen diesen Orden verleihen darf. Das machen wir vielleicht jetzt gleich, oder? Und zwar habe ich hier den Orden und hier auch die Urkunde. Ich darf vielleicht kurz auch vorlesen. Die Präsidentschaftskanzlei bekundet hiermit, dass der Bundespräsident der Republik Österreich mit Entschließung vom 3. Mai 2017, also wir haben extra vom Mai bis jetzt gewartet mit der Verleihung, Herrn Abgeordneten außer Dienst Bürgermeister Jean-Pierre Klein, erster Vizepräsident des Luxemburger Gemeindeverbundes, das große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen hat. Also hier dies. Beigelegt ist auch ein Schreiben des Außenministers und möglicherweise zukünftigen Bundeskanzlers von Österreich, Sebastian Kurz, der in seinem Brief schreibt: Sehr geehrter Herr Vizepräsident, der Bundespräsident der Republik Österreich hat Ihnen mit Entschließung vom 3. Mai 2017 das große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen. Es ist mir eine aufrichtige Freude, Ihnen zu dieser hohen Auszeichnung meinen herzlichen Glückwunsch zu übermitteln.
Das sind die Urkunden und das ist der Orden. Und die beste Gelegenheit, diesen Orden zu tragen, ist am Frack beim Wiener Ball im März 2019. Okay. Genau. Vielen Dank für die hohe Auszeichnung. Wir werden noch gebracht. Genau. Du kannst ja bitte. Vielen Dank. Bravo. Ganz wenig nach Schämen. Merci, merci. Also kein Ja. Ja. Hi. De Schluss vun as Mission megen Ausschnitt vum Konzert vun der Diedlinger Musik am Kultursaal.
Dat war als Emission vun Haut. Ës an de Schmerzefir no kucken a bis an 2 Wochen.